Religionen. Im Zuge der Sozialisation entwerfen die Menschen durch ihr Zusammenleben Regeln. Diese Regeln ordnen ihr Zusammenleben. Damit aber diese Regeln im profanen, im einfachen Leben eine Kraft ausüben, müssen sie an ein materielles Symbol gehängt werden. Wir kennen das. Der Briefmarkensammler macht sich mit anderen Kollegen Regeln aus und dann ist der Briefmarkensammler bereit, um die halbe Erdgeschichte zu reisen. Oder der Marine, der bereit ist, für ein Abzeichen sich zerbomben zu lassen. Auch die Verkehrsregeln sind eine idealisierte Welt, die wir im wahren Leben nicht immer einhalten können. So sind also Regeln wie du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, durch unsere Sozialisation entstanden. Wir knüpften sie zuerst an Naturkulte, dann an Ahnenkulte, später an Tier-Mensch-Götter im alten Ägypten und dann an einen Übergottvater im alten Griechenland, Zeus. Diese Regeln sind aber von uns, von den Menschen entstanden und fühlen sich deswegen gut an. Sie haben nichts mit den Symbolen zu tun. Das Besondere an den abrahamatischen Religionen war, dass es nur noch ein Gott war, an dem man diese Regeln knüpfte. Das Alte Testament. Wie aber wurde jetzt aus dieser Regelwelt eine heilige Welt? Ganz einfach. Die größten Arschlöcher der Gesellschaft, Egomanen, sagten, sie müssen vermitteln zwischen der Regelwelt und der profanen Welt. Das waren damals die Medizinmänner. Um ihre Bedeutung in der Gesellschaft zu steigern, entwarfen sie eine Geheimsprache. Und zudem verwendeten sie das Mittel der Askese. Askese bedeutet, sie nahmen sich Elemente aus dem profanen Leben, wie zum Beispiel Essen, ich muss nichts essen, ich kann fasten. Oder Sexualität, ich brauche keine Sexualität, ich lebe im Zölibat. Und dadurch machten sie aus dieser Regelwelt eine besondere Welt, die heilige Welt. So wurde aus einer Regelwelt die heilige Welt. Und weil der Mensch gewohnt ist, von klein auf geführt zu werden, von den Eltern, dann vom Lehrer und später vom Chef, später an einen Gott. Jedoch würde der Papst alleine auf einer Insel einen Gott anbeten? Nein. In Wahrheit kann natürlich Gott kein Mensch sein, weil der Mensch bringt 1000 Millionen Enten um. Ein Gott ist eine Ente.